Wir sind eine korte Series durchgegangen, aber nu, und von der aus der Schlussbotschaft in dieser Series. Und meine Hoffnung ist, meine Verlangen ist, in dieser Series, wir können unsere Uhren stellen und dort, was noch kommen wird. Und wir wollen sein, unsere Eewja Hopninj. Was meine ich mit dort und was lehrt die Bibel von dort? Und dort, als wir sollen Vater checken, und da wird noch kommen wird, Jesus Christus ihn weiterkommen, in der Eewichkjeit mit Hopninj. Ich glaube, viel zu viele Christen, wir leben in Angst, wir leben in Furcht, und das ist nicht, wo die Bibel uns lehrt, dass wir in der Endzeit sollen leben. So, ein klein bisschen übergegangen, die 3 Botschaften, die wir durchgegangen sind. Die erste Botschaft, wir im Himmel. Und alle, die werden nicht sterben, die gehen zu Paradies. Und wir sollen uns reinmerken, wir sollen vor Himmel leben. Diese Welt ist nicht uns Heim. Wir sind bloß der Wandler in dieser Welt. Und wir sollen unsere Uhren stellen im Himmel. Dann sagen wir, wo wir unseren Utsicht sollen anstellen, für Jesus Christus ihn weiterkommen. Und wir sollen uns nicht ängsten, was hier rum uns angehen, dass wir sollen leben und Jesus checken, er ist der Eewja Gewinner. Letzten Sonntag sagen wir, wo da werden bessere Dinge passieren, vor Jesus Christus ihn weiterkommen. Aber ich gerade denke, was wir sollen uns mit reißen, dass wir sollen einmal bereit sein. Jesus Christus kann uns in die Zeit kommen. Von der werden wir sein, was passiert, wann Jesus wird kommen und was passiert, nur Jesus Christus ihn weiterkommen. So werden wir anfangen mit 1. Thessaloniker, Kapitel 4, 13 bis 18. Und hier lehrt er uns, was wird passieren, wann Jesus Christus wird kommen. Das sagt es das. Brüder, wir wollen euch nicht in den Nordkleiden loten, über die all gestorben sind, dort je nicht trüren brücken. So aus die mit keiner Hoffnung haben, hier ist das Wort wahre Hoffnung. Willst, wann wir bleiben, dass Jesus gestorben und von dort abgestoßen ist, wird Gott durch den Herrn Jesus mit am Taub auch die Musik nehmen, die all angeschlossen sind. Das sei wie, jünt mit Jesus seine Ähnlich wird, dass wir, die du leben und bleiben, bei der Herr weiterkommt, wollen die nicht herabkommen, die all angeschlossen sind. Der Herr wird selbst von Himmel raufkommen und Lüd sein, was passieren soll. Der erste Engel wird raupen und Gott seine Person wird geblost werden. Dann wollen die im Glauben an Christus selig gestorben sind, zuerst abstunden. Dann wo wir leben und geblieben sind, zugleich mit an ab der Wolken mitgenommen worden in unseren Herrn beginnen und da wo wir einmal bei ihm sind. Man diese wird 13 Unger und da. So ich fange hier an, wir wollen nicht im Anklagen lassen. Das ist auch wichtig, dass wir weiten, was wird passieren, wenn uns Leben in irgendwas nehmen. Das ist auch wichtig, dass wir weiten, dass wir nicht in Anklagen sehen, was passiert, wenn Jesus Christus wird zurückkommen. Und Jesus sagt auch sein, dass ich will nicht jeder kleine Punkt, jeder kleine Detail rausheben, dass wir krank so und so bleiben tun. Aber ich will ein bisschen so, was sollen wir uns anholen, wenn Jesus Christus wird zurückkommen. Er sagt üblich, und er sagt in der letzten Part, die im Glauben an Christus selig gestorben sind, zuerst abstunden. So, wenn Jesus Christus wird zurückkommen, das erste Ding, was wird passieren, als die wir in Herrn gestorben sind, werden abstunden. Die werden von dort abstunden, das ist die Aberstundung, was Jesus uns versprechen wird. Jesus wird darauf kommen, das sagt, in 16. Vers, der Herr wird selbst von Himmel raufkommen und Lüd sein. Und da wird, der Engel wird Lüd raupen. Und dort, wir weten nicht gerade, wo das wird sein, aber das wir letzten Sonntag sagen, wann Jesus zurückkommen wird. Die ganze Welt wird das sein. Und dann die, die noch leben, wenn Jesus zurückkommt, die werden auch abgenommen worden in der Wolken. Wenn wir uns hier mal ein Bild merken, wo das wird sein.
wie weit nicht kragt, die Bibel lehrt, was das in Augenblick sein. Aber wie wunderbar war das nicht sein, all die wir Jesus Christus angenommen haben für 2000 Jahre. Und die wir in Christus sind, wenn sie in Glauben leben, die vor Jesus Christus kommen. Dort wie alle taub, wie wir gestorben sind und wie noch wollen hier sein, wenn Jesus Christus kommen wird. Wir wollen alle abgenommen sein. War das nicht ein wunderbare, schöne Zeit sein? Das ist unsere Hoffnung zu Wort wie Kirchen. Und wir wollen abgewagt worden von uns dort. Die Bibel lehrt dort, wir wollen, das nennt dort in Englisch, wir wollen schlupen, uns Körper, was wahre Leben kriegen, wir wollen einen neuen Körper haben, für uns ab Erstunung. Dieses Körper wurde ein Unterkörper sein. 1. Korinther Kapitel 15, 42 bis 43 letzte steht. So wurde dort auch sein, wenn der Todes abstunden. Der Körper, der gesät wird vergonnen. So der Körper, was wir hier haben, wenn wir sterben, der wird vergonnen. Aber der von dort absteht, wird bestohlen. So wir wollen nie Körper haben, wenn wir von dort abwachen tun. Dort geringend wird gesät, aber dort von dort absteht, wird herrlich sein. Dort gesät wird, er schwach, aber dort wird abstunden, wird stark sein. So von der, habe ich gewisse Krankheiten, was jemand kämpfen kann. Dreh ich im Bett mehr wegräumen, was ich sagen, habe ich Sacker, habe ich all solche Krankheiten, habe ich Kräfte. Dort ist uns schwacher Körper, was wir hier haben. Ein Tag, wenn uns Körper, was wir nie haben, wird zernischt worden, wird begruft worden, oder wie wir noch leben wollen, der wird zernischt worden. Und uns nie Körper, was wir wollen kriegen, der wird ohne Fehler sein. Der wird niemals krank werden. Das ist ein herrlicher Körper. Ein Körper von Gott, der wird ewig stohnen kann. Wieder in 1. Korinther Kapitel 15, 44 davor sagt, du wird ein fleischlicher Körper gesät, aber du wird ein geistlicher Körper von dort abstohnen. Wenn dort ein fleischlicher Körper jeft dort auch ein geistlicher Körper. So, was Paulus hier lernt, ist nicht, dass der Körper nicht wird ein wörtlichen Körper sein, was wir anschauen können, oder erst ein geistlichen Körper, was zu der Ewigkeit gemerkt ist. Dort ist nicht ein fleischlicher Körper, was sterben wird. Und was sehr interessant ist dort, was Jesus Christus angefangen hat in uns, wann wir geboren werden. Dort wird er vollbringen, wann wir von dort abstunden wollen. Wegen wir haben zwei Porte. Wir sind eine Seil, was ein Körper hat. Wenn wir Jesus Christus annehmen, dann lehrt die Bibel uns, dass wir dort in Sinn sind, kriegen nicht Leben in Christus, dort unser Seil geboren ist, dort unser Seil dort ewig Leben haft. Nicht was kriegen, unser Seil haft dort ewig Leben. Und dann, wenn uns Körper, was noch nicht geboren ist, wird sterben, und dann, wie wir gestorben sind, der Körper, der wird nicht gehen, und wir wollen einen neuen Körper kriegen, und uns neuen Körper ist der zweite Port von der wahre Geburt. Römer Kapitel 8, der 10. und 11. Vers, letzte steht. Und wenn Christus in jünd ist, und der Körper dann auch der Sinn dort ist, so lebt jünd Geist die Jerechtsdach haben. Er redet von der ersten wahre Geburt, der erste wahre Geburt. Aber wenn dem sein Geist in jünd wohnt, der Jesus von dort abwirkt, dann wird der Christus Jesus von dort abwirkt, jene stofflichen Körper auch weiter zum Leben bringen, durch sein Geist, der in jünd wohnt. Halleluja. Unsere wahre Geburt ist auch vor dich, jährlich vor dich, aber der zweite Port wird Jesus Christus auch vor dich machen. Und dann, da wir
Wir kriegen in 1. Thessaloniker, Kapitel 4, der 17. Vers, sagt es dort. Und dann, wo wir einmal bei am Seinen. Wir können uns mit der trösten. So, das ist das erste Ding, was passieren wird, wenn Jesus Christus zurückkommt. Der zweite Part ist, dass Jesus Christus wird für einmal Eewja so tun werden. So, die Bibel lehrt uns konkret in der Weise, dass wir sind all gerat, aber wir sind noch nicht ganz gerat. So erst durch mit Jesus sein Gewärns Eewja so tun. Jesus hat all gewonnen Eewja so tun. Aber die Gewärns, die wird noch ganz vorig worden, wenn Jesus Christus wird zurückkommen. Die Bibel lehrt uns, dass der erste Part von Jesus Christus in Gewärns Eewja so tun, kein an Umfang. Und hier lesen wir in Offenbarung Kapitel 12, 7 bis 9, hier wird Soton von Himmel rütgeschmeten. Wegen er jinkt jängen Gott. Er jinkt jängen Gott, er will Glück geteilt worden aus Gott. Er will einen hechter Platz nehmen, als was am Treffen leid. Und dann sagt er in der Vers, den großen Druck wird rütgesagt, der alle Schlang, der in beise Feind und Soton genannt wird, und die ganze Welt verlässt. Er wird mit seinen Engel taub rauf auf die Erde geschmeten. So dort wird der erste Part, wo Jesus Eewja Soton gewähnt hat. Der zweite Part, wir sind in 1. Mose Kapitel 3, wo Soton Adam und Eva verladen. Weil hier verspricht Gott, dass er wird Lotte einkommen, was wird Soton gewähren. Wir lesen in Kapitel 3, wo Soton die verladen leiden, und dann Jesus oder Gott redet von, wo die würden in Sinnflug über sich haben. Und dann sagt er das zu Soton, in der 15. Vers. Du und die Früh wollen jünd feindlich sein. Und jene noch kommen wollen, sich nicht lieben kann. Hör mal das. Er wird den Kopf verwunden und du wirst am den Hack verwunden. So wir müssen mit einem Beispiel brauchen. Wenn irgendein Tier uns auf den Hack bieten wird, was der hat. Das tut ein bisschen weh, aber wir merken das der. Was der hat, wenn einer ein Tier auf den Kopf klingen wird. Das Tier ist tot. Das Tier hat verspielt. Das ist das Bild, was Gott auch von Anfang gegeben hat. So tun wird Jesus Christus verwunden. Jesus Christus wird am Kreuz sterben. Aber Jesus Christus wird so tun gewähren, dass so tun für Eewigkeit verloren haft. Glas Kapitel 2, der 15. Vers lehrt uns das von Jesus Christus in Gewärns. Haft er gewolten an der erste Herrschaften der Kraft wahrgenommen. Er mögt in seine Abseinen für alle Menschen und lädt an Weg aus festgenommen. Dann wir auf dem Kreuz. Und dann, wenn Jesus Christus wird zurückkommen, dann wird so tun wirklich ganz verlieren. So, das wird in zwei Parts kommen. Und hier ist das verbunden mit der 1000 Jahre. Nu zijn het welke wegen waar we die 1000 Jahre kunnen verstaan. Ik wil van deel niet graag zijn, waar we dat verstaan zijn, maar er zijn 3 wegen waar we die 1000 Jahre verstaan doen. En hier, de 1000 Jahre, dat komt van onze Verständnis van Openbaring Kapitel 20. De 3 wegen waar we dat verstaan doen, is dat de 1000 Jahre is, dat redt van de rek waar Jezus en de kerk regieren doen over in der Welt und die Evangelium spreiden dat en Jesus Christus König in Himmel ist. En dat is alles symbolisch. De tweede Weg ist, dat nennt sich Postmillennialism, dat is een Engelse woord. En dat meint dat de 1000 Rijk is al geweest, oder de 1000 jaar Rijk wordt zijn, en dan dingen worden allemaal beter en beter worden, en dan na die tijd, dan wordt Soton losgelaten, en dan wordt Jezus jengen Soton verden. En de 1000 jaar kamp voor Jezus Christus zien waar komen.
En dat laatste is premillennialism. En dat meint dat de 1000 jaar rijk wordt no Jezus Christus zien waar komen. En ik geloof dit is wat de Bijbel leren dat passeren wordt. So wat de Bijbel leren dat, we wollen niet tijd nemen voor de ganze Versen alle durchlezen, Openbaring kapitel 20, 1-3, leert het ons dat voor 1000 jaar wordt Satan vast zijn. Hij wordt niet, en Jezus wordt gereden, no zien waar komen hier op de aarde. Nou, no deze, so hij wordt vast zijn, maar nog niet ganz verspelen. En dan no de 1000 jaar, dan wordt Satan losgelaten en dan wordt hij krijgt meer een jengen Jezus Christus. Dan daar we maar lezen in Openbaring kapitel 20, 7 Matthäen wordt met Satan wat worden. Hij wordt jengen Jezus gaan, de heeft die dat small verspeeld. Ik weet niet waarom hij zo denken dat in de goede dag is, jengen Jezus te gaan, maar dit is wat wordt te Satan worden. En wanneer die 1000 jaar Eewja zijn, wordt de Satan ook zijn gruft ruit en vrijgelaten worden. En hij wordt in alle feierrechten op de eerd gaan de vervolgen te verleiden. Naar Gog en Magog en taub te brengen te krijgen. Er is zo als dat zand om meer. En ze gingen over de ganze eerd doorop los en trokken rondom en herje erlegen om de eeuwige stad. Dan aber kwamen vier van God van Himmel en mürk en eng met en. En die bij zijn vriend, die verleid wordt en vier en schwevel zijn neergesmeten, wo die tier en lees profijt werden, en die worden dag en nacht voor aan Eewichkjeit te Eewichkjeit gefehlt worden. We kijken naar more movies en in movies zijn we in jena wat sterk is. En ons valt zich dat de jena allemaal gewannen wordt. En de gewannen dat. En de movie, ons jij dat niet meer schijn de movie kijken, ben de gewannen, de jena, die gewand allemaal, de gewannen als bijz. En dan te laatste pot van de movie, komt er een zeer sterker, hij komt daarna en hij merkt een eng met den jena. En die freien ons. Lieve je Schwester, ons jena, die wordt verspelen. Da wordt einer terugkomen, hij wordt een eng te merken met diesen jena. En hij wordt in 4 jaar geschmeten worden. En door wordt hij zich eeuwig kwelen. Nou, no dit, dan worden alle mensen verder God stonden in Jerechtsdach. Hier zijn we in Openbaring kapitel 20, 11 tot 15. Dat zegt es dit, en ik zag een grote witte troon en den, die door boven zat. Himmel en Erde vlogen van am weg en werden niet meer te vingen. En ik zag de doodes, klein en groot, voor God en den troon stonden, en er werden beker opgemerkt. Dan werden nog de buik opgemerkt, en dort weer dat levensbuik. En de doodes waren door no gerecht, dat hij in de beker van er woorden geschreven stond. En dat meer geeft de doodes op, die door banen wieren, en de dood in de hal geven er doodes op, doodes ruit. En door banen wieren. Die door banen wieren. En jeder einer wordt door no gerecht als zijn woorden gewas wieren. En de dood en zijn rek worden in 4 zijden gesmeten, dit is de tweede dood. En wanneer irgendwem zijn naam niet in het levensbuch geschreven stond, wordt hij in de 4 zijden gesmeten. Hier redt het van 2 beker wat van opgemerkt worden aan Jerechtsdach. Dat nennt zich hier dat levensbuch en dat tweede buch heeft niet genoemd, maar dat is een woordenbuch. Dat buch wordt wichtiger als dat levensbuch. En dit buch zijn alle die geschreven, noemen geschreven, wer in Christus zijn. Wer in dit buch geschreven zijn, die durven zich niet angsten voor de eeuwigheid. Zij gaan dat eeuwig leven. Dort wordt nog komen wordt, als zij.
Oba, en dan krijgt ze een wij als een eigen plot zeggen, als die weer noem niet in dit levensbuch geschreven is, Eewichkjeit is ook zeggen. En dat is voor alle Eewichkjeit getrennt zijn van God. Waar de tweede beker, de tweede zoutbeker zijn aan de wolkenbeker. En hier worden alle die weer in levensbuch geschreven zijn en ook die weer niet zijn in levensbuch geschreven, worden gerecht worden voor waar we leven deiden. En Jezus Christus wordt de rechter zijn. Dan wieder sagt dat alle die weer niet in het levensbuch geschreven zijn, die worden in dat hal dan geschmeten worden. Dat sagt hier in de 4 zij geschmeten. Römer Kapitel 2, 5-8 sagt es dit. Aber wils din Hort verstärkt is, en die dort nicht leid is, sollst du die euer taub, die an Gott seine Jerechtsdach Wort für einen Tag kommen. Die wird einen jedem durch nur belohnen, so als wird seine Werke gewahr sind. Die geduldig en onhoudend Gott zijn willen doen, en ihren Herrlichkeit en eeuwig leven zeken, wordt dat geven. Wer aber ernstzinnig en nozig jengende Waarheid is, en dat met die aanwoordheid houden dat, den wordt God zijn oor straffen. So van deel, lieve vrienden, wer dit touwharten doen. Als die nomen in dat levensbuch geschreven. Want dat niet is, God heeft dat ganz simpel gemerkt, dat je dat weten kan, dat het in dat levensbuch geschreven is. Alles wat we moeten doen, dat is vielleicht voor velen van ons veel op te geven. We moeten ons zelfs te zien zetten, we moeten dat te zien zetten, waar we gaan profiteren aan onze innere gerechtigheid, onze eeuwig leven te verdienen. En we moeten dat in glauben en vertrouwen aannemen, dat wat Jezus gedaan heeft voor ons. Hij alleen is ons redder. Zo na de Jerechtsdach leert de Bijbel dat de hemel en de aarde worden te grond gebracht worden, die worden te niets gemaakt worden, en God wordt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Dit lezen we in 2 Petrus kapitel 3. We gaan aanvangen in de 10e en dan 30 tot de 13e vers. Dat zegt es dit. Aber den Herrn zijn dag wordt ze komen als een stille nacht. Dan wordt het strakelijk kragen en de hemel wordt worden opgeleist worden. En door wordt er zo'n hart zijn, dat waaruit de welt gemerkt is, versmelten wordt. En de aarde en wordt door boven is, wordt in vlammen opgonnen. Want dit om ons nu alle vergonnen en opgeleist worden zal. Zal wie junt dan niet bemenen, heilig en vroom te leven. En door nu leren dat God zijn dag komen mocht. En met hopen dat het bald passeren kan. Dat is de dag van God de hemel wordt in brand zaten. En dat waaruit de welt gemerkt is, der hart versmelten wordt. So het leert ons dat deze welt waar we nu zijn, waar we nu leven, dat wordt een eng nemen. En hier zijn we, waar dit poort is van waar God de ganze history zijn in dat. Alles wat twee is, wordt opgefixt worden. En dat oude welt wat we hier hebben, wat de zinnenvlucht heeft, dat wordt versmelten. Maar de goede nodig is dit in de 13e vers, dat zegt es dit. En we oberhalten ons aan God zijn versprechen, dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schaffen wordt. En alles wordt gerecht zijn. Hier zijn we, waar God alles voor zich merken deed. Dat wat verloren is, mensen, wordt de volkomen Geradung kriegen. Wir wollen
zo zijn als wie voor alle eeuwigheid wordt zijn. Ohne Fehler, ohne Sinn. En dan de wereld wordt hier is en een vele wegen verdorven is, die worden aannemen en de wereld wordt ook waar die geboren zijn. De hemel wordt nu is, de paradijs, die wordt ook aannemen. En dan wordt de nieuwe hemel en nieuwe eerd zijn, dat wordt ons eigen plaats zijn, wie we worden leven. We weten niet graag wat wordt zijn, maar Openbaring kapitel 21 leert ons een grote poort wat wordt zijn. Er wordt een grote stad zijn, een smakke stad op deze nieuwe hemel en de nieuwe eerd. En du, lieve vriend, waar we in Christus zijn, al voor alle eeuwigheid leven. Dit is de stad, waar Johannes ons halten denken, dat ze staat. In Openbaring kapitel 21, de 4e vers. En God wordt alle tronen van de Augen waschen. Er wordt keine dood oder treurig oder hielen oder weide meer zijn. Wils wordt verher via erst verschwungen. Er wordt keine meer weide zijn. Er wordt keine meer krankheid zijn. Er wordt keine meer dood zijn. Ons wordt het bus voor alle eeuwigheid schijn wonen. Unseren Herrn preisen, unseren Herrn loven en Gemeinschaft zijn voor alle eeuwigheid in deze schijne hemel. Zeg wel ons van deel prijzen met dit. Leven in zijn weg, wo we dat bewijzen doen dat we ons vrij en doen voor Jezus Christus zien waar komen. Leven in zijn weg. Oder merken wir uns bloß drag mit was hier allemaal uns passieren wird. Wir merken uns drag mit unseren Schwierigkeiten. Wir merken uns drag mit unseren Krankheiten. Wir merken uns drag mit wo das alle artig gehen wird. Wir merken uns drag mit wo das in der Welt angeht. Ich will uns von der Treisen, wer wir unsere Augen an Jesus satten. Hij ist an den ewigen Thron. Hij ist heilig. Hij ist der Gewinner. Und wenn wir das Geschichte nog niet in dat enge geschicht zijn, wie zet ons zeggen wat een enge geschicht wordt zijn? En de events wat Jezus Christus aangevangen heeft, wordt hij volbrengen. Dat speelt zich nog maar dat Satan nog veel te veel macht heeft. Maar hij heeft al verspeeld. En zijn eng is bis den eeuwige vier. Er wordt hem eng bis einer blijven en dat is Jezus. En alle die wer in arm zijn, die kan voor eeuwigheid met arm zijn. En dan wanneer we denken aan Jezus Christus zien waar komen, vrij we ons toe, oder zijn we veel te thuisig hier? En hoe makkelijk we dat gaan? Oder vrij we ons doen? Ik denk een klein beetje aan de laatste versen in onze Bijbel. En dat zijn ze dit in Openbaring kapitel 22. Eerst 17 en dan 20 en 21 zegt es dit. En de Geest en de bruid zeiden, kom. En wer dort hier zal ook zijn, kom. En wer dorst lot, den lot komen. En wer door wel, lot dat levenswater en ons nemen. En de laatste version. En die dit gezegd heeft, zegt, jo, ik kom bald. En dat is Jezus wat het zijn deed. Amen, jo kom, Herr Jezus. Mocht dem Herrn Jezus zijn genoeg met je alle zijn. Amen. We sluiten met een gebed. Lieve Himmlische Vater, dankzij voor deze prijswert van dir, dat we kunnen ons niet in onklaarheid zijn, wat er wordt passieren op eng. We kunnen van de Bijbel leren dat de eng is zal zeggen, du wirst weiterkommen, wie wir in Christus zijn, worden opstonen, we worden een nieuwe Körper hebben, dat we met Jezus kunnen zijn voor alle eeuwigheid. En God, we willen dat van jou ook aannemen, door als een dag wordt komen, wordt die Jerechtsdach. Laat ons reit zijn, dan fertig staan. In Jezus Christus, we denken en we kijken naar den Himmel. Den nieuwe Himmel en nieuwe Erde, wo we weer in Christus zijn voor alle eeuwigheid wordt zijn. Geen meer dood, geen meer krankheid,
keine mehr Schwierigkeiten, keine mehr Schwachheiten. Und Jesus Christus von dir stu wie gängen so tun. Er hat verspielt und wir wollen in deiner Kraft leben. Wir beten das in Jesus Christus Namen. Amen.